Schlafen, selbstvergessen und gelöst. Nichts scheint köstlicher als das. Alle Zwänge, alle Nöte einfach hinter sich lassen. Die Unschärfe der Träume genießen. Doch die selige Ruhe will sich oft nicht mehr einstellen. Der Schlaf steht unter Leistungsdruck. Wir sollen schneller einschlafen, besser durchschlafen, früher ins Bett. Der Schlaf in den Fängen der Optimierungspriester. Es gibt tatsächlich die Tendenz, dem Schlaf nicht mehr so sehr einen Eigenwert zuzuweisen, sondern einen instrumentellen Wert. Dass ein guter Schlaf oder ein ausreichender Schlaf nützlich ist, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Um gesund zu sein, um fit zu sein, um produktiv zu sein. Pressen, knirschen, schnarchen. Alles muss therapiert werden. Der Schlaf ist zum Geschäft geworden. Besonders gefragt Geräusch-Apps. Einschlafberieselung, um die Angst vor der Stille zu nehmen. Je nach Gusto gibt es braunes, rosa oder weißes Rauschen. Die Optimierungspriester raten dazu, auch den individuellen Chronorhythmus zu ermitteln. Ob wir Lerchen oder Eulen sind. Mit einer genetischen Haaranalyse. Effizienter schlafen, um noch fitter, noch wacher zu sein. Wir müssten erkennen, dass der Schlaf einen eigenen Wert hat, dass der Schlaf die Möglichkeit besitzt, uns mit ganz anderen Formen des Daseins und des Bewusstseins in Kontakt zu bringen, die interessant sind. Die wohl sinnlichste Form des Schlafes ist die Siesta. Einfach nichts tun. Schlafen am helllichten Tage. Wir schließen die Fensterläden und sagen der Welt eine Weile Adieu. Im mediterranen Raum gehört die Siesta zum Kulturgut. Stundenlang wird in der Mittagshitze gedöst, geträumt, geliebt. Die Zeit dehnt sich. Wir irrlichtern, ohne uns ganz von der Welt zu verabschieden. Ein träges Blinzeln genügt und das Leben hat uns wieder zurück. Normalerweise funktioniert unser Bewusstsein wie so eine Art Scheinwerfer, der die Dinge um uns herum sichtbar macht. Wenn wir wach sind, richtet sich der Scheinwerfer auf die Gegenstände der Außenwelt, auf die Bäume, die Häuser, die Autos um uns herum, auf andere Menschen. Wenn wir träumen, richtet sich dieser Scheinwerfer auf die Gegenstände unserer inneren, unserer geistigen Welt, die Traumbilder. Und wenn wir im tiefen, traumlosen Schlaf sind, dann richtet sich der Scheinwerfer auf nichts, auf keine Gegenstände mehr. Der tiefe Schlaf ist ein Bewusstseinszustand, aber ein gegenstandsloser Bewusstseinszustand. Der tiefe Schlaf ist der Nacht vorbehalten. Er ist unheimlich, weil nichts davon in Erinnerung bleibt. Das Gehirn ist mit sich selbst beschäftigt. Es regeneriert, es löscht und lernt, während das Selbst pausiert. Und Schlaf ist diese Erfahrung des Selbstverlustes, die Möglichkeit, sich von sich selbst zu distanzieren, einmal nicht mehr ich selbst zu sein, mit allem Positiven und Negativen, was daran haftet. Der Schlaf kommt zu uns, nicht wir zu ihm. Leise und sanft trägt er uns mit sich fort. Mühelos geben wir im Schlaf jedes Wollen auf. Wir tauchen ein in etwas Universales, Unendliches. Schon immer, in allen Teilen der Welt, haben sich Priester und Philosophen mit dem Schlaf beschäftigt. Besonders der Traum fasziniert sie. Haben wir, wenn wir träumen, Zugang zu anderen Sphären? Können wir mit den Göttern in Kontakt treten und Weissagungen empfangen? Meist kommen die Botschaften orakelhaft, in verschlüsselter Form. Wirken Träume doch wie losgelöste Teile unserer selbst. Fragmente, die sich zu einer merkwürdigen Logik fügen. Und trotzdem wachen wir manchmal schlagartig auf und haben das sichere Gefühl, jetzt haben wir verstanden.
Manche in der Philosophie haben auch argumentiert, dass wir überhaupt nur deswegen, weil wir schlafen können und weil wir diesen Wegfall des Bewusstseins erleben können, überhaupt eine Vorstellung davon haben, dass wir sterblich sind. Wenn wir nicht schlafen würden, wüssten wir gar nicht, dass wir irgendwann einmal sterben werden, weil wir uns gar nicht vorstellen könnten, dass es da etwas gibt, wo wir nicht mehr da sind. Loslassen. Nichts wollen. Schon gar nicht etwas verbessern wollen. Sich vertrauensvoll in die Obhut von Hypnos begeben, den Gott des Schlafes. Sein Zwillingsbruder ist Thanatos, der Gott des Todes. Auch er ist ein sanfter Gott. Nur dass wir aus seinem Reich nicht mehr zurückkehren.